Herzlich willkommen zu diesem Gebetsabend. Ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ich habe bereits hier im Raum Leute begrüßt, live vor Ort. Ich begrüße auch dich ganz besonders. Wir haben Leute aus Deutschland dabei, aus Österreich, aus Zürich, natürlich viele Schweizer auch. Und es ist für uns ein Riesenvorrecht, dass du mit dabei bist in dieser Gebetswoche, wo wir als ganze Church einfach vor unseren Gott kommen, unsere Herzen ihm hinhalten und uns füllen lassen von seiner Vaterliebe für Menschen, die in unserem Umfeld den Jesus noch nicht kennen, den wir kennengelernt haben, der unser Leben ist, der unsere Hoffnung ist, der unsere Wahrheit ist. Und ich freue mich riesig, diesen Abend mit dir zusammen zu beten. Du bist ein aktiver Teil davon. Ich lade dich herzlich ein, mach dein Herz weit auf, dass du heute deine Zeit mit Jesus erleben kannst, dass du ganz aktiv von Herzen hier reinkniest und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dir einen kleinen Hinweis geben, wir werden ganz viel auch den YouTube-Chat benutzen. Also wenn du auf YouTube schaust, nutze dein Handy, deinen Laptop, um auch in diesen Chat reinzuschreiben. Wir werden dort Namen droppen, wir werden miteinander partizipieren. Also nutze diese Gelegenheit, dass es ein aktiver Abend für dich wird, wo du reinschreibst, wo du gestaltest. Und wir werden so auch die Gemeinschaft spüren, die wir untereinander haben. Wir haben vorhin gebetet bereits für diesen Abend. Ich glaube, dass nicht nur die Technik uns verbindet, die Kameras und das Internet, sondern der Heilige Geist verbindet uns jetzt. Er ist der Geist, der überall auf dieser Welt ist, und dieser Geist ist auch der unsere Freunde zu Jesus ziehen wird. Diese Gebetswoche hat genau das Ziel, dass wir on fire sind mit diesem Feuer von Gott und dass dieses Feuer von Gott auch weite Kreise in unserem Umfeld nimmt. Wir beten heute Abend für Arbeitsumfeld und sonstige Menschen, die Gott in unser Umfeld gesetzt hat. Und wir starten jetzt direkt rein mit gesungenen Gebeten hier vor Ort, aber auch du zu Hause, du kannst aufstehen, du kannst sitzen bleiben, nutze diese Zeit. Lass uns vor diesen Jesus kommen, und vielleicht gibt es etwas, das dich jetzt aus dem Alltag noch beschäftigt. Du merkst, das lenkt dich ab. Ich hatte heute auch einen intensiven Tag und habe vorhin gesagt, Jesus, diese Stunde, die gehört einfach dir. Die gehört dir, dass dein Herz in mir richtig pulsieren darf. Und das spreche ich jetzt aus über uns. Jesus, ich danke dir, dass du uns siehst, dass du mit uns bist. Ich segne dich zu Hause, uns hier im Raum, dass dieser Geist Gottes uns verbindet mit dem Herzen des Vaters, das schlägt für jeden Menschen, mit dem Herzen dieses Vaters, der uns zu einer Familie gemacht hat und einladend ist für Menschen in unserem Umfeld. Jesus, wir kommen vor dich und ich gebe dir alles ab, was mich noch trennt, was mich beschäftigt. Ich lege es hin vor dir mit diesen Worship-Songs. Jesus, ich bete dich an und ich preise dich. Häng dich rein jetzt in diese Worships. Es ist deine Zeit, bei Jesus anzukommen. Heart is set on you. There's nothing else that we need more. Spirit, you are welcome here. We believe you are who you say you are. No one greater than our God. The giants fall as you fight for us. No one's stronger than our God. I put my faith in all you are, a solid rock on which I stand. Your love is stronger than our fear. Surrender now, for you are here. We believe you are who you say you are. No one greater than our God. Let the giants fall
will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord's. I will shout it out. I will sing about you've already won. For the battle is the Lord. For the battle is the Lord. We believe you are who you say you are. No one greater than our God. Let the giants fall. Let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. Now we believe you are who you say you are. No one greater than our God. So let the giants fall as you fight for us. No one stronger than our God. And no one stronger than our God. So no one stronger than our God. Ich habe im Chat drin gesehen, dass die einen schreiben, ich habe Schmerzen in meinem Rücken, andere schreiben von weiteren Krankheiten und ich möchte einfach für diesen kurzen Teil jetzt noch einen kleinen Input geben. Wir bleiben dieser Worship. Schreib doch vielleicht in den Chat rein, was dich heute abhält. Vielleicht sind es Schmerzen, vielleicht ist es Ablenkung, ein voller Tag. Schreib es in den Chat rein, wir sind eine Community, wir können auch füreinander beten. Dinge, die du siehst im Chat, die Menschen jetzt abhalten zum Beten. Lass uns füreinander beten, dass wir fokussiert und konzentriert in diesen nächsten Worship-Song gehen können. Schreib rein, was dich hindert, schreib rein, was dich belastet, jetzt in diesen Chat. Und wir bleiben in dieser Worship drin. Jesus hat gesagt, I won the battle für dich. Also lasst uns diesen Kampf miteinander siegen, zusammen mit Jesus. Schreib rein, was dich hindert jetzt. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come what may, I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way.
Jesus, come and have your way. Hier ist mein Herz, Jesus. Here is my heart, Lord, have it all. My hands are open, I let go. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. Sing das nochmal, I leave behind. I leave behind the things that pull me down and look to you, the Holy One. In you I stand unshakable, my future now unbreakable. So come on, may I choose to stay in your love that won't fade away. Jesus, come and have your way. Oh, Jesus, come and have your way. Jesus, come and have your way. Have your way. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig. Oh. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Du bist heilig, du bist heilig, du bist heilig, mein Gott. Mein Gott, du bist heilig. Mega schön, wie wir alle hier gemeinsam sind. Ich habe mega Freude, dass wir als die Familie Gottes zusammen sind. Mega ermutigend, was ihr schreibt. Die einen haben auch Wunder schon erlebt und ich spreche das aus über dir. Jesus heilt, Jesus stellt wieder her. Er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Leben und das ist so stark, dass wir als seine Familie das kennen dürfen, was Gott auf Lager hat. Und jetzt fokussieren wir uns darauf, was Gott auch für unser Umfeld auf Lager hat. Wir sind seine Family, sein Herz schlägt in uns und wir strecken heute unsere Arme aus in unser Arbeitsumfeld und dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ich möchte dir einen Vers lesen, eine meiner Lieblingsbibelstellen, Apostelgeschichte 2, die Beschreibung der ersten Christen und ich lese dir vor, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen. Das ist wie die Gebetswoche, wir kommen jeden Tag zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Wie schön gemeinsam essen, das dürfen wir auch bald mal wieder. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Das ist der Herzschlag Gottes, dass wir uns treffen, dass wir Familienleben als Church haben und Gott fügt jeden Tag hinzu. Du siehst eine Zeichnung, wenn wir hier von den Häusern reden, vom Tempel. Der Tempel ist der Ort, wo wir als Christen zusammenkommen. Die Häuser könnte man auch erwähnen als Oikos, das ist das griechische Wort. Und die Christen, die waren genau wie du und ich überall verteilt. Sie haben sich bewegt in ihrer Nachbarschaft. Die haben sind einer Arbeit nachgegangen. Sie waren irgendwo wahrscheinlich auch in Schulen,
waren unter Hausfrauen oder spezielle Zielgruppen und hatten vielleicht nicht so viel wie wir Freizeit, die sie gestaltet haben. Und Gott hat dich auch in einen Oikos gestellt. Du bist hier in der Mitte, das Herz Gottes umgibt dich und heute strecken wir unsere Arme aus in dieses Umfeld, in diesen Oikos. Und ich persönlich bin Gott so dankbar für meine Nachbarschaft. Ich darf so genial wohnen. Es hat Menschen, die mich dort gern haben und es hat Menschen, die mich noch nicht kennen. Ich habe ein geniales Arbeitsumfeld und lass uns doch in einem ersten Durchgang, wo wir beten heute, einfach Gott Danke sagen für unser Umfeld. Vielleicht schreibst du jetzt in deinen Chat rein oder einfach hier vor Ort, lass uns den Gott anbeten über unserem Umfeld, weil es steht in diesem Vers, mit großer Freude haben sie sich getroffen. Lass uns unsere Freude diesem Gott entgegenhalten, dass wir nicht alleine unterwegs sind in unserem Leben, sondern das sind Menschen und du bist Teil einer Family. Und diejenigen, die noch nicht in dieser Familie Gottes sind, die dürfen einfach mit Dank Gott entgegenstrecken. Er hat dich platziert, du bist gesetzt, du trägst das Licht Gottes in dir. Lass uns das einfach im nächsten Worship-Song beten und sagen, Gott, ich danke dir für die Möglichkeiten in meinem Umfeld. Und schreib in deinen Chat rein, wofür du dankbar bist, wohin Gott dich jetzt gestellt hat. special day when I will live to stay. I look into my Father's eyes. What joy will fill my soul when love says welcome home. I'll join heaven's song and sing Almighty God, unchanging one. Your reign will stay forever the same. Creation sings and bows.
mein Name ist Debbie Menzi. Ich bin Pflegefachfrau und arbeite in einem großen Spital. Und ich möchte heute mit euch für unsere Arbeitskollegen, unser Arbeitsumfeld beten. Und da kann Großes passieren. Das sehen wir in einer Geschichte einer Freundin von mir. Geraldine, du bist heute auch hier. Und erzähl uns doch kurz, wo hast du Jesus kennengelernt? Also ich habe Jesus bei der Arbeit kennengelernt und ich bin Flight Attendant. Und als ich mit dieser Freundin schon zweimal geflogen bin, hat sie mich ganz ehrlich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht so gut. Und dann hat sie gesagt, Jesus, also bam raus, hat sie gesagt, Jesus ist für dich gestorben und du musst das nicht alleine durchstehen. Er möchte dir wirklich helfen. Und dann habe ich das so aufgenommen, aber ich dachte, hä, was? Und dann hat dann noch eine andere Freundin für mich gebetet. Also sie hat mir dann 2 Tage später geschrieben, dass sie für mich gebetet hat und das ist voll in mein Herz und das hat gereicht. Vielen Dank für dein Zeugnis. Wie schön, was passieren kann, sogar in einem Flugzeug auf dem Weg nach Kapstadt, wenn wir unsere Herzen öffnen und diese Hoffnung weitergeben. Und ich denke mir, wenn wir in unser Arbeitsumfeld schauen, da herrschen heute viele Ängste. Zum Beispiel die Arbeitslosigkeit ist eine große Angst. Oder in meinem Beruf ist der Stress ein Thema. Ich habe 2 in meinem Umfeld, die hatten einen Burnout erlitten diesen Winter. Die können nicht mehr. Oder andere Arbeitsprobleme. Und das kommt ja im Moment mit dieser Krise oben dazu. Wir haben ja immer noch zu Hause, vielleicht in der Familie, in der Ehe Schwierigkeiten oder jemand, der krank ist im Umfeld oder Einsamkeit und all das zusammen. Da ist so viel Angst und auch Verzweiflung hier. Und ein Wort, das mir in dieser Zeit wichtig geworden ist, ist Frieden. Und ich möchte euch aus Kolosser 1, Vers 20 vorlesen. Durch Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat am Kreuz, hat Gott für uns Frieden geschaffen. Und dieser Frieden verändert alles in unseren Herzen. Wir haben Frieden mit Gott. Das gibt uns eine Ruhe in unserer Seele und es gibt uns eine ewige Gewissheit. Der Friede besteht für immer. Wir gehören zu seiner Familie. Das nimmt uns niemand mehr weg. Und weißt du was? Du trägst diesen Frieden, weil der Friedenfürst, der lebt in dir. Du bist ein Friedensträger und ein Friedensstifter. Und jetzt stell dir mal vor, wenn du in dein Arbeitsumfeld gehst und dieser Friede sich ausbreitet, was passiert dann? Was für eine göttliche Ruhe kommt an deine Arbeitsstelle? Und dafür möchte ich beten mit euch. Einerseits für eure konkreten Arbeitskollegen und ihre Sorgen, die sie plagen. Schreibt die Namen in den Chat, in den YouTube-Chat. Bruno, Verena, Martina, wie auch immer sie heißen, schreib sie rein und wir beten gemeinsam für diese Menschen. Und lasst uns auch beten, dass wir diese Friedensträger sein dürfen und werden und dass sie Gottes Friede erfahren durch uns. Let's go. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, damit wir Frieden haben, damit wir Frieden schließen können mit dir. Und ich danke dir, dass dieser Friede durch uns durchdrückt, durch jede Pore, dort, wo wir arbeiten. Ich danke dir, dass du uns brauchst, da, wo wir sind. Und wir bringen dir unsere Arbeitskollegen, wir bringen sie vor dich, die du uns aufs Herz gelegt hast, die um uns herum sind. Du weißt, was sie für Nöte haben, du kennst sie und wir bitten dich heute, Jesus, dass du ihnen diesen Frieden bringst und dass du uns dafür brauchst, dass dieser Friede bei ihnen ankommt. Dein Friede ist schon da, aber ich bitte dich, dass sie dich erkennen. Heiliger Geist, danke für deinen Frieden. I will sing your praise forever. Oh, oh, I will sing your praise forever.
unchanging one. Your reign will stay forever the same. Creation sings and bows in awe before the King, and so will I. And so will I. Ich möchte mit euch diese Namen vor Gott bringen. Wir sprechen Frieden aus über Pascal, Frieden für Janina, für Tatjana, für Lydia, für Lara, für Nikolic. Jesus, wir bringen dir Katrin, Pascal, Magdalena, Thomas, Frank, Tobias, wir bringen sie dir alle. Und wir sprechen ihnen Frieden zu, der Friede Gottes. Möge der Friede Gottes ihre Herzen erreichen und sie Ja sagen zu diesem Frieden. Für Remi, für Mel, für Annika und für Heinz. Bringen wir die Namen vor Gott. See what you can do, God of wonders. Your power has no end. Things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can break through, no mountain you can move. All things are possible. And there's no broken body you can raise, no soul that you can save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. It's you can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome, and you've already won. Oh God of revival, sing the darkest night. You can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome, and you've already won. Oh God of revival, oh God of revival. Mein Name ist Urs Vögeli. Ich bin Geschäftsführer von einem pharmazeutischen Unternehmen, Vater von 2, bald 3 Kindern, und meine Frau lernt ihr später noch kennen. In meinem Geschäftsleben habe ich die letzten Monate ganz viele Menschen, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Politiker, Journalisten getroffen, und immer wieder fällt mir auf, wie Angst präsent ist. Das ist wie der Zeitgeist. Angst, und sie äußert sich ganz unterschiedlich. Gewisse Menschen ziehen sich zurück, sie haben Angst um ihre Existenz. Die Gedanken bäumen sich auf, was diese Angst alles auslöst. Andere Leute haben einen übersteigerten Egoismus. Sie schauen nur noch für sich und alle anderen sind ihnen egal. Und wir sehen Leute, die sehr aggressiv werden, sich auf ganz krasse Positionen stürzen. Die Angst ist der Zeitgeist. Und als ich mich vorbereitet habe auf heute Abend, habe ich gemerkt, wie Gott sagt, hey, aber dir habe ich einen anderen Geist gegeben. Ich habe dir nicht einen Geist der Angst, der Furcht gegeben, sondern ich habe dir einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Hey, und was gibt es Wichtigeres in dieser Zeit als Kraft, als Liebe und als Besonnenheit? Das ist unser Geist. Und bevor wir jetzt weitergehen ins Gebet, möchte ich dich segnen. Öffne dein Herz ganz neu. Gerade jetzt, öffne die Türen deines Herzens für diesen Geist. Schotte dich ab von diesem Zeitgeist, lass ihn hinter dir, und ich segne dich in Jesu Namen. Ich segne dich da, wo du jetzt gerade bist, in diesem Moment, an diesem Mittwochabend, mit diesem Geist der Kraft.
in deine Situation hinein. Mit diesem Geist der Liebe, die stärker ist als alles. Es ist die größte Liebe, die Jesus geschickt hat. Und mit diesem Geist der Besonnenheit, mit klaren Gedanken, mit Weisheit. Komm, mach dein Herz weit auf für diesen Geist. Empfang diesen Geist jetzt. Dock dich an diesen himmlischen Segensfluss, gerade jetzt. Come on, come on. Empfange diesen Geist jetzt. Die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit. Come awaken your people. Come awaken your city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold and crumble. I hear the chains hit the ground. God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival. Oh God of revival. Yes. Und jetzt wollen wir einsteigen in diesem Geist und für unsere Firmen beten, für deinen Arbeitsplatz, deine Schule, wo du arbeitest, die Behörde, wo du arbeitest, den Kindergarten, was auch immer, dort, wo du arbeitest. Hey, ich habe mir heute gedacht, wir sind über 500 Leute. Was für eine Lawine von Segen geht jetzt da rein. Und lass uns das so machen. Lass uns jetzt einfach den Namen von deinem Arbeitgeber, von deiner Firma reinschreiben in den Chat und beginnen in diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit zu beten. Lass uns unseren Arbeitgeber segnen. Lass uns beten für Aufschwung, für neue Kunden, für kreative Ideen, für neue Geschäftsfelder, für Frieden an dem Arbeitsplatz. Du bist hineingestellt an diesen Ort, wo du arbeitest. Nicht umsonst, sondern dass du regierst, dass du in diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit Reich Gottes hineinbringst. Schreib es rein und lass uns einstehen für diese Unternehmen, für diese Schulen, wo wir arbeiten. Come on. Yes, und wir sehen schon viel und ich beginne dafür zu beten. Für die Deutsche Bank, für die KMB Steuerberatung, für die Grundschule Buggingen, für die Physiotherapie Esculapi, für die Hirslanden Kliniken, für den Schulverband Horgenzell, für das Kantonsspital Aarau, für Modeco in Zürich, für die Schweizerische Post und für die Deutsche Post und die Österreichische Post und alle Posts der Welt, für die Aktivschule und meinen Chef, für das Nagelstudio Orchidea, für meine Familie, für Kercher und all die vielen Unternehmen. In Jesu Namen, wir segnen sie. Wir segnen sie. Halleluja. Und wir beten dich für Aufschwung, für neue Aufträge, für neue Kunden an dem Arbeitsplatz, wo wir sind. In Jesu Namen. Amen. Who's like our God, the rock of ages, the one who was and is to come,
existed on his level. Who could compare? There is no one. 'Cause Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. So I bow down to you alone, for you deserve my everything. Who's like our God, the Rock of Ages, the one who was and is to come? Who else is there on his level? Who could compare? There is no one. 'Cause Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. So I bow down to you alone, for you deserve my everything. It's Jesus, you are, and you will be forevermore the King of Kings. So I bow down to you alone, for you deserve my everything, my everything. So, mein Name ist Heidi Vögeli, ich bin die Ehefrau von Urs, den ihr gerade gesehen habt. Ich bin Mutter von fast 3 Kindern und Unternehmerin. Und ich habe es total auf dem Herzen, für unsere Unternehmen zu beten. Aber vor allem, mir ist in den Sinn gekommen, für viele von uns sind Arbeitskollegen plötzlich unsere Nachbarn geworden. Dadurch entweder, dass du jetzt im Homeoffice bist oder du bist auch Mutter, so wie ich, und deine Arbeitskollegen sind eher Mütter auf irgendwelchen Spielplätzen, die du vielleicht triffst, oder dein Next-Door-Neighbor. Und was ich total auf dem Herzen habe, ist, dass Gott dir ganz persönlich Ideen schenkt, wie du diese Liebe, mit der er uns beauftragt hat, ganz praktisch einsetzen kannst. In Römer 13, Vers 8 steht, das Einzige, was wir einander schulden, ist Liebe. Damit wird das Gesetz Gottes erfüllt. Und ich habe schon viel für meine Nachbarn gebetet und für den Block, in dem ich lebe, für das Haus. Und Urs und ich, wir haben uns immer wieder gefragt, was können wir machen? Und wir hatten vor 3-4 Wochen einen Feueralarm in dem Block neben uns. Es war mega spät am Abend und über 200, 300 Leute, also insgesamt 100 Wohnungen mussten geräumt werden. Das waren Mütter mit Babys, es waren Leute, die gerade ihr Essen gekocht haben, alles stehen lassen mussten und haben sich vor unserem Haus versammelt. Und wir haben uns angeschaut und haben gesagt, wir müssen irgendwas machen. Und der Urs holte schon Wäschekörbe aus unserem Lager und füllte die mit Bechern, mit Tees. Wir haben über 100 Tees rausgegeben, den ganzen Corona-Hamsterkauf, den wir gelagert haben. Da ging alles in Wäschekörbe, alles raus an die Leute. Und wir haben gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich wünsche dir, dass Gott dich genau jetzt erfüllt mit Gedanken, einfach kreativen Gedanken. Was kannst du machen? Dass du den Kochlöffel in die Hand nimmst. Dass du machst, wenn jemand, das Bein, dass du einfach gefüllt wirst mit kreativen Ideen. Dass die Liebe, die Gott dir ins Herz gelegt hat, dass sie wirklich überfließen kann in Action. Und dafür will ich beten mit dir. Und ich bete
einfach, dass du jetzt da, wo du bist, in den Chat deinen Straßennamen zum Beispiel schreibst oder der Block, in dem du lebst, die Stadt, in der du wohnst. Ich hatte vor einer Zeit mal total eine gewisse Stadt auf dem Herzen und habe einfach den Bürgermeister, den Schulleiter, den Universitätsleiter, alle ausgeschnitten und die Namen daneben und jeden Tag für die gebetet. Lass Kreativität hervorkommen in dir, für Leute, für die du leidenschaftlich bist. Schreib's jetzt in den Chats rein. Wo wohnst du? Wer ist dir auf dem Herzen? Und lass es einfach überfließen jetzt in deinem Gebet. Lass diese Menschen vor Gott bringen und lass diese Kreativitäten uns freigelassen werden, dass wir da wirklich sehen, wie diese Liebe in Action überfließt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Hochbord, wo ich lebe. Danke für den JB Tower. Danke für die über 200 Wohnungen, die da sind. Für jeden Einzelnen, der hinter verschlossener Tür lebt und momentan einfach, ja, vielleicht nicht nur sich selbst sieht. Danke, dass ich Nachbar sein darf, dass ich liebender Mitarbeiter sein darf, dass ich da sein darf, wo du mich hingestellt hast. Und ich bete von ganzem Herzen, Jesus, erfüll mich mit Kreativität, mit revolutionären Gedanken der Liebe, die mich einfach überfluten lassen, die mich lassen großzügig sein. Großzügigkeit ist so unterbewertet, Jesus. Diese Welt reißt an sich und klammert an sich, weil es ihr so schwer geht in der Zeit. Lass uns überfließen von Taten der Freundlichkeit, Jesus. Gib uns Ideen. Lass uns über die Maßen freundlich sein miteinander und lass uns wirklich sehen, wie deine Liebe dadurch zu unseren Nachbarn fließt, die auch ja jetzt unsere Mitarbeiter und unsere Arbeitskollegen sind, Jesus. Jesus, und ich bete für Gummersbach, für Pfäffikre, für Wundschuh, für Gem am Plattenweg. Das ganze Schweizerdeutsch kann ich gar nicht aussprechen. Für Sempach, Rheinfeldstraße, Stalikon, Bielefeld, da komme ich her. Yes, Jesus. Jesus, ich bete, dass du die Orte erfüllst. Fülle diese Universitäten, diese Schuldirektoren, gib ihnen Werte aufs Herz, die sie umsetzen in ihren Schulen und Arbeitsumfelden, die von dir direkt vom Himmel kommen, Jesus. Lass sie dein Reich kommen sehen in diesen Städten, in diesen Orten, in diesen Straßen und lass uns wirklich uns nicht zurückhalten. Nimm uns jede Art von Menschenfurcht. Lass es verschwenderisch sein. Mit Liebe, mit Finanzen, mit Sachen, die wir haben. Und wir wollen wirklich sehen, Jesus, wie du uns dadurch gebrauchst, wie dein Reich dadurch in unserer Nachbarschaft gebaut wird, Jesus. Praise to you, and if none other than you, there is no one like you, there is none beside you. Surrender all I am, and if none out and when, there is no one like you, there is none beside you. I lift my praise to you. And if not I, then who? There is no one like you. There is none beside you. Surrender all I am. And if not now, then when? There is no one like you. There is none beside you. Jesus, you are. And you will be
Hey ihr Lieben, ich freue mich so, um hier zu sein heute. Es ist so kraftvoll, wenn der Heilige Geist uns im Gebet führt. Und wir haben jetzt noch genau eine Viertelstunde, wo wir zusammen beten. Und ich möchte dich einfach nochmals einladen, dass du dich nochmals voll reinhängst, weil Jesus hat noch einiges vor heute Abend. Er will noch viele Sachen sagen, aufzeichnen. Kling dich nochmals voll ein. Ich habe den Eindruck, dass wir unseren Oikos mutig umarmen sollten. Unser Umfeld mutig umarmen. Was heißt das? Ich bin viel umgezogen, ich bin vom Land, ich bin ein Landei. Dann bin ich in die Stadt gezogen, habe jahrelang dort gewohnt, dort umgezogen. Und dann oft, wenn ich an ein neues Ort gekommen bin, dann habe ich es verpasst, mich vorzustellen beim Nachbar und so weiter. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder mit meiner Familie zurück in meine alte Heimat gezogen. Und dann habe ich zuerst gedacht, das ist ein Rückschritt. Bei mir geht es doch immer nach vorne. Jetzt wieder zurück, oder? Und meine Frau hatte noch viel mehr Mühe, weil sie ist ein Stadtgirl und ging aufs Land. Und auf dem Land sind die Menschen anders wie in der Stadt. Genau. Und wir haben gemerkt, wir haben Mühe, oder es hat dann Klick gemacht, wo wir unseren Oikos, unser Umfeld ganz bewusst umarmt haben. Und ich habe mich entschieden, ich gehe in den Fußballclub. Ich lerne dort Leute kennen. Wir gehen zu den Nachbarn, wir stellen uns vor. Und es hat unglaublich viel bewegt. Dort könnte ich jetzt Geschichten an Geschichten erzählen. Aber ich möchte dir sagen, weshalb es so wichtig ist, dass du dein Umfeld umarmst. Das steht in diesem wunderbaren Bibelvers. Ihr seid das Licht der Welt. Du bist das Licht der Welt. Bist du ein Sohn, eine Tochter von Jesus Christus? Kannst du das mit Ja beantworten? Sag es. Ja. Wenn du das sagen kannst, dann bist du das Licht der Welt, weil Jesus Christus in dir wohnt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. Oder? Logisch. So auch du nicht. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf dem Lampenständer und sie leuchtet allen, die im Haus, im Oikos sind. Ebenso lasst eure Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren guten Werke sehen. Also manchmal sind es nicht unbedingt das Diskutieren und das Reden, manchmal sind es einfach das Leben in deinem Umfeld und Jesus lebt in dir. Damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Lass uns jetzt in eine Zeit gehen und überleg dir ganz bewusst, was bedeutet das für mich, mein Oikos zu umarmen. Die ganze Zeit hatte ich einen Stein im Schuh und ich bringe den nicht raus. Und ich habe Jesus gefragt, was heißt das? Und ich glaube, es heißt für einige, du darfst deine Schuhe ausziehen in deinem Zuhause, in deinem Oikos. Du darfst ankommen. Und ich musste diese Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, ich umarme meine alte Vergangenheit, ich komme an. Und ich möchte dich einladen jetzt im nächsten Song, wenn du Mühe hast anzukommen, in deinem Umfeld deine Nachbarn zu lieben, ein Licht zu sein. Vielleicht sagst du, ja, ich umarme mein Umfeld, meinen Oikos ganz neu. Vater im Himmel, dein Name für immer, dein Königreich komme, dein Wille geschieht. Du bist der Versorger, du weißt, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie du vergibst. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen.
Versuchung bist du uns vor Augen. Du bist Erlöser, ein Retter in Not. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre für immer und ewig. Amen. Wir wollen mehr von dir sehen. Lass deine Herrlichkeit regnen. Oh, wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir. Oh, mehr von dir. Wir wollen mehr von dir sehen. Sei uns mehr. Lass deine Herrlichkeit regnen. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr von dir. Mehr von dir. Umarme deinen Eukos mutig, dein Umfeld. Als Lea, meine Frau, bewusst nach einem halben Jahr kapituliert hat und Ja gesagt hat, ja, ich umarme dieses Landleben, dieses Haus, diese Menschen, ich will sie lieben. Da sind alle meine Kinder angekommen und es ist Frieden eingekehrt. Und ich möchte jetzt einfach mit dir beten. Erstens, vielleicht bist du in dieser Situation, sag es laut. Ich umarme mein Umfeld. Ich umarme mein Umfeld. Ich umarme mutig mein Umfeld. Und jetzt möchte ich, dass du vielleicht aussprechen kannst, ich bin das Salz und das Licht. Ich bin das Salz und das Licht. Weil Jesus Christus in dir lebt. Sei mutig, deshalb kannst du mutig sein. Nicht wegen mir, nicht wegen dir, sondern weil die Kraft Gottes in dir wirksam ist. Ist das nicht wahnsinnig? Und ich möchte, dass wir noch in den Chat einfach noch konkret werden. Jetzt hast du umarmt und alles. Was hindert dich noch, um mutig in deinem Umfeld, in deiner Nachbarschaft? Was ist es? Ist es Bequemlichkeit? Lea fragt mich, wieso gehst du jetzt noch in den Fußballclub? Weil es wäre doch jetzt schön zu sagen, hey, das ist mein Ort zu sein. Und ich muss mich oft überwinden. Ist es Scham? Hast du falsche Vorstellungen? Schreib es in den Chat rein. Was? Und währenddem, dass du das reinschreibst, lässt du es los und sagst, ja Jesus, ich lasse meine Bequemlichkeit los. Ich lasse meine Angst oder meine Erlebnisse, die ich schon hatte. Ablehnung, whatever, schreib es rein und sprich es aus. Jesus, schneide das ab. Ich lasse es los und ich empfange deine Identität, die da ist. Jesus Christus mit all den guten Eigenschaften. Lass das nochmal singen. Und du hast jetzt einfach ein Worship-Moment zu Hause mit dem, was du abschneiden tust. Und hör auf das, was Jesus dir gibt. Wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Du bist das Licht der Welt. Wir glauben fest, Du bist das Licht der Welt. wir glauben, Damit Jesus, der Vater im Himmel, verherrlicht wird. wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Und wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Wir glauben fest. Unser Vater ist Liebe. Wir glauben fest.
Deine Liebe ist so groß, himmlischer Vater. Unsere Seele ruft dir zu. Wir ehren dich, wir preisen dich. Und im Römer 14 steht, eines Tages wird jedes Knie sich beugen vor dir. Eines Tages wird jeder Mund diesen Jesus bekennen. Und das sprechen wir nochmals aus. Über jede Person, über jede Firma, über jede Straße, Dorf, Stadt. Für alle, die wir gebetet haben. Jedes Knie wird eines Tages sich beugen. Wir beten, Jesus, dass das heute sein darf. In den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, dass Menschen, bevor sie in die Ewigkeit gehen, ihre Knie vor dir beugen und mit ihren Lippen bekennen, dass du der Herr bist. Amen. Wow, wie schön, so eine Stunde lang zu beten, diesen Gott ins Zentrum zu stellen und Menschen durch das Herz Gottes hindurch zu sehen und auch Firmen. Ich habe das jetzt richtig genossen mit euch. Vielen Dank für dein Engagement. Zum Schluss 2, 3 kurze Hinweise. Also morgen werden wir weiter beten für unsere Länder, also für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich, für das Land, wo du drin wohnst. Susanna wird dieses Gebet leiten. Sei wieder dabei, abonniere den YouTube-Channel unbedingt, Benachrichtigung einstellen, dann kriegst du immer die Infos, was gerade läuft. Wir sind wie die ersten Christen, täglich kommen wir zusammen und sind begeistert von Gott und sehen, wie das Kreise zieht. Eine andere Info, wir werden in den nächsten Wochen so Videos releasen, das sind so Entdecke Gott Impulsvideos. Und wenn du jetzt Leute auf dem Herzen hast aus deinem Umfeld, denk dran, schick ihnen diesen Link zu, du findest den dann auf unserer Church-App oder jede Woche wird einer dieser Videos released, den du jemandem schicken kannst und mit Leuten über den Glauben konkret in Kontakt treten kannst. Und falls du es genossen hast, auch für Business, für Geschäftswelt zu beten, wir haben alle 2 Wochen haben wir ein Gebet zusammen mit der Business Group vom ICF. Du kannst dort in den Telegram-Channel dich einklinken und wirst informiert, immer wenn wir für unser Arbeitsumfeld beten. Danke vielmals und ich möchte dich zum Schluss einfach segnen. Sei wieder dabei diese Woche. Lass uns diesen Ofen heiß halten. Und wir ehren dich, Jesus, und ich segne dich gerade dort, wo du bist, dass deine Kraft in Gott jeden Tag neu wird. Ich segne dich mit diesem Geist der Kraft, mit der Liebe und mit diesem Geist der Besonnenheit, dass du voll aus dem Vollen schöpfen darfst und dass Menschen um dich herum diese Herrlichkeit sehen, diese Liebe spüren und dass du kreativ, innovativ und mit Durchschlagskraft dein Umfeld segnen darfst. Amen. Amen. Schönen Abend, vielen Dank, bis bald. Ciao.